Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ich weiß, es ist nicht mehr ganz taufrisch, das Met. Es ist jetzt 2 Tage her. Am 8. gestreamt, genau, 8. Heute am 10. Es ist 2 Tage her, ich hab's mir da vorgestern, kurz nachdem er es gestreamt hat, mit einigen sehr netten Kollegen zusammen im Watch Together auf Discord angeschaut. Hochutopisch. Danach habe ich erst einmal, also meine Ruhe gebraucht. Ja, jetzt 2 Tage davon erholt. Ich glaube, inzwischen bin ich wieder in der Lage, mir die Scheiße nochmal zu geben. Nur für euch. Auch wenn ich darauf verzichten könnte, ganz ehrlich. Rainer hat irgendwo vom Pilgerweg gestreamt. Ja, leid. Es ist, die meisten von euch werden es schon gesehen haben. Die es noch nicht gesehen haben. We're in for a treat, my friends. Da haut euch sämtliche Sicherungen raus. Ich hoffe, ihr seid gut entspannt. Leute, die irgendwie Herzschrittmacher haben oder Probleme mit dem Blutdruck, denen empfehle ich, das jetzt nicht anzuschauen. Weil ich will ja nicht verantwortlich sein dafür, dass einer von euch ein Herzkasperl kriegt. Ich habe das Ganze jetzt die ersten 2 Minuten mal vorgespult, weil Tatsache ist wirklich, die ersten 2 Minuten stiefelt Rainer irgendwie durch die Walachei und staubt wie eine alte Dampflok, bis er dann irgendwann tatsächlich einmal einen Ort gefunden hat, an dem er sein Arschgebirge niedergesetzt hat. Und genau da steigen wir jetzt ein. Und dementsprechend da die Song. Hockt euch her, sagen wir mehrere, reißt euch eine Häube auf oder 2 oder 3, ich glaube, hier könnte es eskalieren. Denn mir ginge einer in Rainer. Also, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Ja, Metal-Leute, hast du vergessen. An alle Leute, die ihn unterstützen, schämt euch. Shame, 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 shame. Er hat sich wieder rasiert. Ai, der Kieks. Er hat es wenigstens hat er diesen schief geschnittenen Assi-Iro nicht mehr am Kopf. Aber er hat sich wieder rasiert, damit hier wirklich die komplette Pracht hier der Gesichtsfünf wieder zum Vorschein kommt. Schwierig, und es schaut einem so aus, also entweder er wäscht sich unter diesem Bart wirklich nie, oder er rasiert sich irgendwo mit der Drahtflex. Eins von beiden. Aber was da drunter an Hautverwüstung hervorkommt, ist jenseits von Gut und Böse. Viele Rosen. Okay. Lass dir Zeit, Rainer. Wir haben alle Zeit der Welt. Aber neuer Blick über die Schulter. Du siehst gut aus. Das ist gelogen. Eigentlich finde ich sehe total scheiße aus. Danke, Rainer. Also, ne? Ich gebe ihm selten recht, aber wenn er es schon selber sagt. Schnauben, Räuspern. Was war da? Hängt da noch was vom Döner oder ist das wieder einfach nur Haut, die da aus dem Gesicht abfällt, wie von so einem Leprakranken? Also, was gibt's zu sagen? Es ist jetzt eine... Ich hoffe, man hört mich gut. Ja, einwandfrei. Gar kein Problem, Rainer. Vor allem das Schnauben, das hört man brutal. Es ist jetzt relativ lange her, dass ich das letzte Mal gestreamt habe. Ich glaube fast 2 Wochen. Ja, waren ziemlich genau 2 Wochen, also... Ich habe auf Odyssey jetzt einen neuen Kanal aufgemacht, da habe ich jetzt... Ja, ich bin gespannt, wie lange es den Kanal jetzt auf Odyssey noch gibt.
Haltet mich da bitte auf dem Laufenden. Auf dem TikTok-Kanal hat er momentan eine Streamsperre, glaube ich. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben ein paar von meinen Kollegen gesagt. Wahrscheinlich, weil er hier am Ende von dem Stream noch irgendjemanden anblökt. Aber diese schiefe Ogerfresse, es ist doch unfassbar. Naja, let's go. Da hast du mal ein Video hochgeladen, nennt sich Mein Leben auf der Straße. Ach, hat er das auf Odyssey hochgeladen? Ah, okay. Ja. Hochutopisch, er versucht jetzt irgendwie auf Odyssey Barne zu farmen, aber das wird halt nichts werden. Das erste Video, was ich mit dem Handy aufgenommen habe, als ich aktiv unterwegs war und das auch aktiv aufgenommen habe. Das ist aus dem August. Ja. Im Prinzip ist es jetzt so, dass ich mehrere solche Videos habe. Nicht jeden Tag, aber mehrere in der Woche. Und ich weiß noch nicht, ob ich die alle hochladen soll, weil in manchen sage ich etwas, entweder ich muss es rausschneiden oder mich verändern oder so. Rainer, wenn du dich verändern würdest, also ich würde es dir sehr nahelegen, dich zu verändern. Verändere einfach, sagen wir mal, alles an dir. Dein Aussehen, dein Charakter, dein Wohnort, alles. Und natürlich, wir wären natürlich gespannt, wenn Rainer der Meinung ist, wir wissen, was Rainer alles schon ins Internet gepimmelt hat. Wenn Rainer der Meinung ist, er muss eventuell Sachen rausschneiden aus diesen Videos, dann will ich mir nicht vorstellen, was für eine hochutopische Scheiße das dann wieder ist. Leute, wir wissen, was der alles drin lässt in seinen Videos. Schwierig. Genau. Alles übrigens so eine Sache. Sache ist die? Ja, auf jeden Fall ist es so, dass halt wirklich viel los ist aktuell. Ich habe keine Unterkunft nach wie vor. Gemeinde und Landratsamt streiten sich immer noch darum, wer am wenigsten machen will. Die schieben dich umeinander wie den schwarzen Peter. Das ist das Problem. Keiner will dich an der Hacke kleben haben. Und ich kann es mir echt vorstellen, wie sie dann tatsächlich. Stellt euch mal vor, die packen den in so einen Van, machen so eine Schleife rum und setzen ihn bei der Gemeinde wieder vor der Haustür ab. Dann sitzt er da. Die haben gesagt, ihr habt eine Wohnung für mich. Ah, scheiße, wie kriegen wir den jetzt wieder weiter? Die anderen legen dann so eine Dönerspur auf dem Boden wieder zum Landratsamt zurück. Rainer begeistert einfach, verzupft dich da. Diese Menschen haben dir über Wert dein Grundstück abgekauft, nur um dich loszuwerden. Die wollen dich da nicht mehr. Es ist auf jeden Fall so. Schnauben, räuspern. Ich skippe hier nichts. Es läuft so durch, wie es. Ich weiß nicht, was er jetzt hier gemacht hat. Und ich hatte jetzt aufgrund meiner Situation etwas Geld. Situation? Der macht die Bingo-Karte heute in den ersten 5 Minuten voll, das sage ich euch. Die haben dir Geld gegeben. Aus der dünnen Luft wird sich das nicht materialisiert haben, Rainer. Wieder. Das hat sich jetzt dann so ergeben gehabt. Und das hast du dann gleich erst einmal beim Fenster ausgeschmissen. Ja, da hat erst einmal ein Destiny oder eine Dynasty-Tattoo hat auf den Unterarm gemusst. Und da schaut's euch an, der ist doch schon wieder fetter geworden.
Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken. Das hier. Das Kinn hat schon sämtlichen Hals irgendwie annektiert und macht sich für große Offensive auf den restlichen Körper gefasst. Irgendwann ist er bloß noch Wanne, Arsch und Kinn, der Mann. Das Problem war jetzt allerdings, übrigens, ne, ich habe es schon so oft gesagt, in Videos, in Streams auf Du hast gesagt gehabt. Kommt jetzt wieder der X-Button im Monolog. YouTube, auf TikTok, überall. Das, was ich mache, ja, ist alles im Internet. Das kann jeder ein- und ausschalten, wie er möchte. Tada! Und niemand ist dazu gezwungen. Aber die Hater randalieren. Ja, wir randalierten da. Da sind Aufkleber und Graffitis drauf. Auf einem Schild an der öffentlichen Stelle. Dieses Graffiti kann halt jeder gemacht haben. Das können da irgendwelche 15-jährigen Halbstarken in der Freinacht gewesen sein, die das erste Mal in ihrem Leben irgendwo eine Spraydose in der Hand gehabt haben. Wie die Sau. Ja, also das sind wirklich auch Hater gewesen. Wo? Und abgesehen von den Aufklebern, Ich erkenne da nichts. Also bitte klärt's mir auf, wenn da irgendwas steht, was irgendwie, ich meine, klar, es ist spiegelverkehrt und alles, aber auch die Bank. Ne? Also es ist schon hart asozial. Und dann sagen die Leute halt immer, ich bin der Assi. Ja, Rainer, du bist der Assi. Ja, und machen sowas. Rainer, hast du mal mitgekriegt, was du alles gemacht hast? Also, da ist ja, ganz ehrlich, da ist ja ein wenig Graffiti und ein paar Aufkleber, sogar wenn das alles nur Hater waren, ist ja Killefits dagegen. Oder wie er wieder schaut. Ja. Schau mal, ich bin so moralisch überlegen. Da will man ihm doch am liebsten Schwung mal durchs Gesicht streicheln. Alter. Der macht mich matt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Vielen Dank. Ich weiß halt beim besten Willen auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also. Dann sag nix. Dann beende jetzt den Stream und halt deine fette Lügenfresse. Ich habe mir auch ehrlich gesagt gar keine Überlegung getätigt, was ich eigentlich überhaupt vorhabe. Das hast du noch nie, Rainer. Das hast du noch nie. Du hast immer großspurig irgendeine Scheiße angekündigt und hast es im Übrigen ein wunderschönes Bild. Es ist hier, wie würde Rainer sagen, Brain AFK. Du hast ja noch nie großartig Gedanken gemacht darüber, was du vorhast. Aber schaut's mal, hat er sich Haargel gekauft? Ich glaube, er hat sich Haargel gekauft. Ein wenger Haargel ist da drin in der alten Klobürste, die der Frisur schimpft. Ich möchte mal kurz auf den letzten Livestream eingehen, den ich hatte. Das war eine ganz bärige Geschichte, Rainer. Da habe ich richtig Freude gehabt. Ja. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich direkt danach zum Arzt gegangen wäre, der hat einen Blutdruck gemessen bei mir, der hat mich sofort für 2 Monate auf Kur geschickt. Im letzten Livestream war ich ja auch auf einer Bank gesessen. Ja, natürlich, weil du kein Zuhause mehr hast, weil du ein Penner bist. Du sitzt draußen auf der Parkbank und heulst in dein Handy und pöbelst Leute an, die vorbeigehen und dich angucken, weil sie sich denken, da sitzt ein fetter Behinderter auf der Parkbank und heult in sein Handy. In der Nähe von der Polizei Neustadt-Aisch. Danke für die Unterstützung. Und das war perfekt, einfach so diese danke für die Unterstützung mit dem Ding direkt zwischen den Augen. So, im Moment, das Hirn muss kurz buffern, was als nächstes kommt. Hier wird gerade eine Lüge für Sie gerendert. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Und damals Die
Standbilder sind. Hau die Rainer. Oh, das ist köstlich. Jetzt war es auch so, dass ich sehr verzweifelt war und Boah, jetzt laber nicht wieder diese Scheiße mit der, ich hab gesagt, ich will mich umbringen, aber ich will mich ja nicht umbringen, aber irgendwie wollte ich mich doch umbringen, weil ich weiß nicht, wie ich euch das erzählen soll, dass auf der einen Seite mich nicht irgendwie gegen meinen Willen die Geschlossene packen, wegen Gefahr für mich selbst, auf der anderen Seite ich aber trotzdem um Mitleidsbarren betteln kann, wegen, schaut's mich an, mir geht's also schlecht, ich bin ja kurz davor, mich umzubringen. aus der Situation heraus, dass sich ergeben hatte, dass ich keine Unterkunft hatte. Ich hatte dann eine Unterkunft gefunden, aber diese Unterkunft wurde dann am gleichen Tag oder am Tag darauf noch geleakt. Die Unterkunft danach auch, was bedeutet, dass wieder mehrere Lieferservice Services, Rainer, Services. Und ich verstehe auch nicht, wie diese Unterkünfte immer geleakt werden. Der muss doch irgendwas fürchterlich Blödes machen, damit diese Unterkünfte geleakt werden. Der, wenn irgendwo in die Walachei geht, in irgendein Dorf hinter Pfuideifel und sich da in irgendeiner Pension von einer 80-Jährigen einmietet. In so ein kleines Zimmer. Und das keinem sagt, wie zum Teufel soll er dann gefunden werden? Außerdem wäre das super günstig. Aber na, Rainer kann das nicht. Rainer muss schon ins Hotel. Ja, also hier, sowas wäre auch wieder unter seiner Würde. Rainer will einen Palast oder ein Hotel mindestens 5 Sterne. Verluste gemacht haben, mehrere Hotels Verluste gemacht haben und mehrere Situationen halt wieder entstanden sind, wo halt wieder wirklich sehr viel Verlust und so weiter entstanden ist. Ja, Rainer, dann verpiss dich doch mal aus der Gegend. Inzwischen weiß halt wirklich jedes Hotel im Umkreis von 50 Kilometer um Nürnberg rum, dass du Ärger bedeutest. Dann geh halt irgendwo anders hin. Aber der kommt da ums Verrecken nicht weg, weil er erstens zu dumm ist, zweitens Angst hat vor der großen, weiten Welt und drittens ein stures Stück Scheiß ist, der sich denkt, wie er es gesagt hat in seinem letzten Stream, hey, ich bin euer Problem. Und damit müsst ihr jetzt klarkommen. Der zwingt sich jetzt hier dieser Gemeinde auf und sagt, nee, ich bleib hier. Ja, ihr könnt mir nicht einfach einen Sack über den Kopf stülpen und mich in die Wüste fahren. Ja, ich bleib jetzt hier, so lange bis ihr mir gebt, was ich will. Und ganz ehrlich, wenn die das machen, dann verliere ich den kompletten Glauben an alles. Ja? Ich würde als Gemeinde sagen, ja gut, Herr Winkler, bleiben Sie hier, dann können Sie genau auf dieser Parkbank schlafen. Viel Spaß im Winter. Jetzt ist die Situation wir haben wieder mal eine Menge an Verlusten, eine Menge an Leuten, die unter dem Ganzen leiden. Ich meine... Wir wissen alle, es ist ihm scheißegal, wer sonst darunter leidet. Er leidet darunter. Das ist das Wichtige an der Geschichte. Eine Dienstleistung wie ein Hotel, was dann ja im Prinzip dadurch, dass es eben ein Hotel ist und eine Dienstleistung. Er sucht jetzt irgendwas Ernsthaftes. Damit er den Cowboy-Hut und die Dirty Sanchez. Ja. Oh, köstlich. Dann einfach ein Verlustgeschäft einfällt, einfach nur, weil die einen Gast aufnehmen, ganz normal wie jeden anderen. Und anders wollte ich ja nie behandelt werden, als wie jeder andere. Nein, natürlich nicht, Rainer. Du wolltest nie eine Extrawurst haben. Wir kennen dich. Du warst schon immer praktisch die personifizierte Bescheidenheit. Du hast auch nie bei Festivals angefragt, ob du speziellen VIP-Backstage-Access haben kannst, weil du der große Profi-YouTuber bist. Und vorne auf dem normalen Campingplatz kannst du nicht mehr campen, weil du zu berühmt bist. Hast du nie gemacht, Rainer. Du hast auch nie irgendwie bei EMP angefragt, ob du da extra Würstel haben kannst, weil du der große Profi-YouTuber bist.
Du wolltest immer extra Würstel haben. Du hast mit, was waren es, 50 oder 100 Abonnenten deine ersten Autogrammkarten bestellt. Du wolltest immer, hier, schaut's mir an, ich bin der große Zampano. Ich bin also da und sogar im Dampfbad und in der Sauna. Im Dampfbad und in der Sauna ist er gewesen, kannst du dir nicht ausdenken. Weil es ein richtig schönes Hotel war. Das war ein richtig cooles Hotel, war auch gar nicht so teuer. Das ist nämlich das Ding. Er will hier Dampfbad, Sauna, hier all-inklusiv, Buffet, das will Rainer. Ja? Rainer ist der Meinung, eigentlich müsste er den Lebensstil haben wie heißt der? Udo Lindenberg, der sich da in diesem einen Hotel irgendwie auf Lebenszeit eingemietet hat. Oder wohnt er da noch? Oder ist er inzwischen da raus? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat der jahrzehntelang irgendwie in so einem Hotel gewohnt. Rainer ist der Meinung, so, das ist der Lebensstil, der ihm zusteht. Das ist Anspruchsdenken bei ihm. Sollte man jetzt meinen, oh ja, Dampfbad und Sauna, und Schwimmbad, du hast unter Garantie 200 Euro für das Hotel gezahlt die Nacht. Nö, gar nicht. 65 Euro waren das für eine Nacht. Scheiße gelaufen, Rainer. In dem Hotel wirst du nie wieder unterkommen. Es war ein kurzes Vergnügen. Ich hoffe, du hast es in vollen Zügen genossen. Was billiger ist als bei vielen anderen Hotels, in denen ich war. War aber ein 4-Sterne-Hotel, war richtig cool, war richtig schön. Wäre ich auch gerne wieder hingegangen. Mal abgesehen davon, dass der Preis wahrscheinlich nur ein Zufall war in dem Fall. Ja, genau. Es war rein zufällig. Man kennt es. Wer kennt das nicht, wenn man in ein Hotel nahe geht und sagt, ja, was kostet bei euch die Nacht? Das kann ich noch nicht sagen. Ich muss erstmal, keine Ahnung, die Knochen befragen. Und dann holt er so einen Beutel raus und wirft die Knochen auf den Boden und sagt, ich lese hier jetzt aus den Knochen, wenn ich dann noch an den Mond denke, sind es heute, also haben sie Glück, plus 65 Euro. Beim nächsten Mal wirft es 300 Euro. Rainer, glaubst du, die würfeln das aus, oder was? Oder vielleicht war es wieder Sonderpreis für ihn, den großen YouTube-Star. Aber ich wäre da gerne mehrere Tage geblieben, auch weil es einfach eine schöne Gegend ist und so. Und ich würde auch gerne rumlaufen und mehr Videos und mehr Streams machen. Ja, dann mach doch, Rainer. Oh, jetzt, Paranoia kickt. Da haben jetzt sicher wieder Menschen die Dreistigkeit. Ich meine, das ist ein offizieller Weg. Ja, da ist eine Parkbank. Die haben sie nicht nur für ihn oder für irgendwelche Pilger dahin gebaut. Ja, das ist ein Naherholungsgebiet. Und da haben jetzt Leute wieder die Dreistigkeit, sich da zu bewegen, während er da sitzt. Ja. Geht gar nicht. Kleinen Moment. Alter, wie er wieder schaut. Was machen die auf meiner Welt? Es ist ohne Scheiß, es ist original wie damals in der Schanze, oder? Ihr erinnert euch, wenn er draußen draußen im Hof irgendwelche Scheiße aufgenommen hat? Jedes Mal, ob das jetzt Wanderer waren oder Radlfahrer, Bulldog, Autos, jedes Mal unterbrechen, anstieren. Wie so eine behinderte Töle, die den Briefträger ankläfft. So, entschuldigt. Ja, also ich würde gerne mehr Videos und mehr Streams machen, aber ich kann nach wie vor halt nichts machen. So, was ist der Grund, ich habe es beim letzten Mal schon angesprochen, im letzten Stream, was ist der Grund dafür, warum ich jetzt immer noch gehatet werde? Die Hater haben ja... Rainer, der Grund dafür ist einfach. Du bist immer noch im Internet. Du hörst nicht auf, dir neue Accounts auf Odyssey und TikTok und hast du nicht gesehen zu machen. In der Hoffnung, dass du dein komisches Internet-Bettler-Dasein wieder weiterführen kannst. Und solange du von dem Pferd nicht runterkommst, du versuchst, dieses Pferd, das ist schon lange tot. Und du versuchst es immer noch in den Sonnenuntergang zu reiten. Und solange du da nicht runterkommst, wird der Hate nicht weniger werden. Das verspreche ich da auf die Hand. Also, ich darf mal dicke Gummihandschuhe anziehen, weil deine Hände möchte ich nicht berühren. Aber, ja? Ja, eigentlich sollte man meinen, erreicht, was sie erreichen wollten. Ich bin jetzt für... Nein, haben wir nicht. Du sitzt doch noch da. Was machst denn du gerade? Natürlich haben wir nicht erreicht, was wir erreichen wollten, weil ansonsten müssen wir jetzt die Scheiße nicht geben, oder?
war 6 Wochen weg gewesen aus dem Internet. Ich habe keine Videos gemacht, ich habe keine Streams gemacht, ich habe nicht mal mehr meinen YouTube-Account für seit fast 6 Wochen, 7 Wochen. Man sollte meinen, Rainer, zum einen warst du ja nicht freiwillig jetzt 6 Wochen tatenlos. Ja? Du warst jetzt 6 Wochen, hast du jetzt keine Streams mehr gemacht und nichts mehr hochgeladen, weil dir jeder einzelne Account weggemeldet worden ist. Das ist der erste Punkt. Ja? Hättest du irgendwie die Möglichkeit gehabt, diese Scheiße weiter zu monetarisieren, dann wären die letzten 6 Wochen safe mehr Streams und Videos gekommen. Aber da du der Meinung bist hier, wenn du irgendwas machst, dann muss da auch Kohle rumkommen, hast du Ball flach halten. Und zum anderen, 6 Wochen sind halt nicht genug. Für immer ist die Ansage, aber das checkt er nicht. Das ist wie wenn du bei der Super Nanny das eine Kind beim Spielen verwämst das andere Kind. Ja, dann kommt die Super Nanny und sagt, hier, dafür gibt es jetzt eine Viertelstunde die stille Treppe. Und dann hockst du diesen scheiß Fettbeutel auf diese stille Treppe und dann kommt er nach einer Viertelstunde, kommt er wieder und verwämst das Kind nochmal und dann sagst du, jetzt gehst du nochmal auf die stille Treppe. Warum? Ich war doch schon auf der stillen Treppe. Ich gedacht, ich habe jetzt meine Strafe abgebüßt, jetzt kann ich auch machen, was ich will. Nein, Rainer. Und du wirst von uns so lange auf die stille Treppe gesetzt, bis du es begreifst. sie haben gewonnen. Ja, das behaupten sie ja jedenfalls immer. Also wenn sie gewonnen Nein, ich habe das behauptet. Ganz ehrlich, ja, in meiner grenzenlosen Naivität. Wir haben gewonnen an dem Tag, an dem in deinen fetten Schwellschädel nahe geht, dass du dich aus dem Internet zu löschen hast und auch draußen zu bleiben hast. Dann haben wir gewonnen. Und dann kann Frieden einkehren. Und dann bist du mir auch vollkommen scheißegal ab dem Zeitpunkt. haben, warum gehen sie immer noch auf mich los? Warum machen sie weiter? Was ist ihr Weil du nicht aufhörst. Alter, wie kann man so begriffsstutzig sein? Ziel nach wie vor? Weil ich ja aufgehört habe, keine Videos mehr machen konnte, keine Streams mehr machen konnte, kein Du machst doch jetzt wieder Videos und Streams. Was ist denn das jetzt? Oh, der macht mich YouTube-Kanal mehr habe, alles widerrechtlich. widerrechtlich. Die Story, die hat er das letzte Mal in seinem Text auch verzapft. Widerrechtlich hätten sie ihm seinen YouTube-Account gesperrt. Rainer, du hast einen Strike gehabt, du hast eine Upload-Sperre umgangen mit einem Zweitkanal, das steht so drin, dass das nicht erlaubt ist und dass dir dann der Kanal weggemittelt wird. Und ganz ehrlich, du hast das nicht zum ersten Mal gemacht. Anderen Leuten wird der Kanal sofort weggemittelt, wenn die das einmal machen. Du hast es immer und immer und immer wieder gemacht und hast die immer und immer wieder rausgeredet. Und irgendwann haben die ja gesagt, na Herr Winkler, jetzt langt's. Ja? Kanalgröße schützt nicht vor allem. Sie haben zwar 200 irgendwas 1000 gekaufte Abonnenten, aber wir machen den Kanal jetzt dicht, weil sie es offensichtlich nicht lernen. Und das ist der Punkt. Rainer lernt nicht. Rainer lernt nicht mit guten Ratschlägen. Rainer lernt nicht mit wohlwollenden Worten. Rainer lernt auch nicht, wenn man ihn zusammenscheißt. Rainer lernt mit knüppelharten Konsequenzen. Gesperrt wurde, aber das war ja auch auf TikTok da, das war ja auch auf Dankeschön. Das kleine Prinzesschen. Aber dass es widerrechtlich gesperrt wurde, wurde ja auch auf Twitter mehrfach widerrechtlich gesperrt. Ich hatte sogar mal einen Facebook-Account. Es ist komisch, gell, wenn du auf ganz vielen verschiedenen Social-Media-Plattformen, die alle nichts miteinander zu tun hast, wirst du überall gesperrt. Denn es ist auf jeden Fall immer widerrechtlich. Alles widerrechtlich, hat nichts mit mir zu tun, ja, kann ich gar nichts für. Ja, all diese Plattformen sind alles Hater. Es liegt nicht daran, dass er null Medienkompetenz hat und einfach im Internet nichts verloren hat und deswegen überall gesperrt wird. Daran kann das gar nicht liegen. Den ich extra für YouTube angelegt hatte, der auch widerrechtlich gesperrt wurde und so weiter. Einfach weil es zu viele Leute gegeben hat, die das gemeldet haben. Aber was ist letzten Endes der Grund? Vielen, vielen Dank für die... Letzten Endes. Im Übrigen, dein anderer Account ist gesperrt worden. Hier, ich glaube, der eine TikTok-Account und ich glaube, der andere Odyssey-Account auch. Oder was es nicht war, auf jeden Fall sind Accounts gesperrt worden, weil du da deine Pornhub-Scheiße verlinkt hast, was auch nicht erlaubt war. ganze Unterstützung, Leute.
Was ist wieder jetzt letzten Endes der Grund, warum es nicht aufhört? Letzten Warum hört Endes. der Hate und das Mobbing und das ganze Geschiss um mich herum und um die Leute Weil du dich nicht löschst, Rainer, weil du dich nicht löschst. auf mich herum nicht auf? Im Prinzip ist es ganz einfach, warum es nicht aufhört. Weil du nicht aufhörst. Die Hater wollen nicht aufhören. Die Hater wollen nicht aufhören. Die Hater wollen weiterhin streamen. Die Hater wollen... Nein, ganz ehrlich, die meisten von meinen Kollegen würden gerne aufhören. Also ganz ehrlich, die sagen hier, wenn er sich tatsächlich dauerhaft löscht, dann sind wir raus aus der Nummer und machen wir was anderes. Es ist egal, ob ich da mit dem Uti rede oder mit wem auch immer. Die sagen alle so, der eine oder andere macht vielleicht noch ein bisschen Retro-Met, ja? Aber das würde sich dann auch im Sande verlaufen, weil ja das Interesse dann irgendwann in Gully runtergeht. Man hat es ja gesehen, es war ja jetzt eine Zeit lang wirklich gespenstisch ruhig um ihn. Und dann ist ja auch wirklich das Interesse zurückgegangen. Wenn der jetzt einfach noch ein Dreivierteljahr durchgehalten hätte mit der Scheiße und gesagt hätte, hier, ich bleib draußen aus dem Internet, dann hätte er auch seine Ruhe gekriegt. Dann hätten ihn die Leute nicht mehr verfolgt, dann hätten wahrscheinlich die Leute auch nicht mal mehr Fotos gemacht, wenn sie ihn auf der Straße wongeln sehen hätten. Weil es auch da geht es um die Reaktion, die du kriegst. Natürlich, wenn ich ein großes Publikum habe, das darauf anspringt und sagt, hey, ich habe hier gerade eine Sichtung gemacht und ich habe den da fotografiert, da und da ist er, und ich kriege da positives Feedback, dann machen das die Leute natürlich mehr. Wenn irgendwann keiner mehr einen Fick drum geht, dann machen sie es halt nimmer. Und dann hättest du da eine Ruhe gehabt. Dieses ganz normale Leben, von dem du immer redest. weiterhin ihren Mist machen. Nur der einzige Vorteil, wenn ich kein YouTube, kein TikTok oder keine anderen Plattformen mehr habe, auf denen ich bin, naja, der Vorteil, was zur Hölle? Der Vorteil daran ist, dass es nicht mehr so auffällig ist. Wenn ich kein YouTube mehr mache oder kein TikTok, dann fallen die Straftaten, wie zum Beispiel sowas hier, von den Hatern weit weniger auf. Das ist halt schwierig zu ertragen. Ganz ehrlich, das ist wie, er dreht immer diese Kausalität um. Es ist unfassbar. Rainer, wenn du nicht mehr im Internet bist, dann passiert sowas nicht mehr. Begreift es doch irgendwann einmal. Ja, es fällt weit weniger auf, dass sie irgendwelche Parkbänke, wo ich sitze, oder irgendwelche Schilder oder ähnliches verschmutzen und Rainer, von deinem 250 Kilo Arsch nimmt die Parkbank wahrscheinlich deutlich mehr Schaden, wie von allem, was die Leute da drauf geschmiert haben. Verschmutzen und Sachschäden in Form von 100.000 Euro. Ja, hier Sachbeschädigungen begehen, am Zaun rütteln, da. Alten Schallplatten wieder. Irgendwo anrichten. Und es fällt... Was hat er gerade gesagt? In Form von 100.000 Euro irgendwo anrichten. Ja, wer kennt sie nicht? Die 100.000 Euro Parkbänke, die stehen ja praktisch überall rum. Wissen ja, Inflation und so, der Parkbank kostet inzwischen seit 100.000 Euro. Das kannst du nicht ausdenken. Und es fällt auch nicht so sehr auf, wenn jemand Shaky Cam ist ja auch wie, als hätte Michael Bay die Scheiße hier fabriziert. Ja, regelrecht in eine Psychose oder so getrieben wird. Rainer, die Psychose, die hast du vorher schon gehabt. Ja. Deine Psychose drückt sich dadurch aus, dass du der Meinung bist, dass du großer Internetstar bist. Ich habe beim letzten Mal erzählt, dass ich... Und setz dir mal irgendwo hin, wo es halbwegs anständiges Internet hast, wenn du schon der Meinung bist, dass du streamen musst. Überlegt hatte, zwischendurch, das erste Mal, seit ich 13 bin, da sind wir wieder, überlegt hatte, mich umzubringen. Das war zu der Zeit von dem Video, im August rum. Wir merken, wie verzweifelt gerade der Kontostand sein muss, dass er wirklich in jedem Video und in jedem Stream wieder auf dieses Thema kommt. Das ist hier Aufmerksamkeitsheischerei vom allerübelsten
Und das mit so einem Thema. Das widert mich nur noch an. Ich habe das erst vor kurzem, der beste Freund von einem guten Bekannten von mir hat sich vor nicht einmal 2 Wochen das Leben genommen. Und der Mann war komplett fertig. Ich habe den am selben Tag noch getroffen, der war komplett am Ende. Und bei den Leuten hörst du es immer wieder so, hat sich da irgendwas abgezeichnet? Na, der war 2 Tage vorher, war der nur bei mir und hat gesagt, mal, wie gut es ihm geht und dass alles tutti ist, und 2 Tage später hat er sich umgebracht. Leute, die sich tatsächlich umbringen wollen, setzen sich nicht dahin und erzählen permanent einen von Selbstmord. Dieses fette Stück Scheiße setzt sich dahin und benutzt dieses Thema, damit er irgendwelche Mitleidsbarren haben kann bei irgendwelchen kernbehinderten Leuten, die sich denken, der arme dicke Bur, der wird hier den Selbstmord getrieben. Ich könnte im Strahl kotzen, ich sag's euch. 22. oder 23. August rum war das. Da bin ich ernsthaft auf die Überlegung gekommen, dass ich mich umbringen würde. Das war damals so. Ja, Rainer, ganz ehrlich, mach's. Mach's, es hält dich keiner auf. Ich bin aber nicht der Typ, der sich umbringt, weil er das Gefühl hat, dass ihn die ganze Welt hasst. Leute. So, ich habe absolut keine Psychosen und ich habe auch kein Interesse daran, mich umzubringen. Aber dann red nicht die ganze Zeit darüber. Aber die Sache ist die, ich stehe mit dem Rücken nicht nur zur Wand, sondern in der Ecke. Rainer, du kannst mit dem Rücken gar nicht zur Wand stehen. In dem Moment, in dem du aufgrund deines Arschgebirges nicht mehr weiter zurückgehen kannst, ist der Rücken nur 5 Meter von der Wand entfernt. Und vor mir sind irgendwie 100.000 Dobermänner, 100.000 unendlich tiefe Löcher, Stachellöcher, Haie und ich weiß gar nicht, was noch alles. Sind die Dobermänner in den Löchern oder über den Löchern oder neben den Löchern? Oder sind es Dobermänner mit Löchern und Haien im Maul? Mit Stacheldraht? Keine Ahnung. Ich habe hier und da Möglichkeiten, noch was zu machen. Ich habe hier und da noch Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Ich habe Chancen, die andere nicht haben. So. Ja, das ist richtig, Rainer. Die hattest du aber schon dein ganzes Leben. Du hattest, obwohl du als hageldummer Knallkopf, ja, als Sohn von genauso minderbemittelten Leuten am Arsch von Hinterpfuhlteufel auf die Welt gekommen bist, hattest du richtig gute Möglichkeiten. Du hast ein großes Erbe gehabt, Dach über dem Kopf, für das du keinen Cent hast bezahlen müssen. Ja. Das sind Sachen, da träumen andere Menschen ihr ganzes Leben davon. Und die Chancen hast du alle in Gully runtergespült, weil du der große YouTube-Star werden wolltest, der Zattler. Jetzt ist die Sache aber die, alles, was ich so mache, an Videos, an Livestreams, an Geschichten, an alles im Internet kann man alles ausmachen, ne? Rechts oben ist der X-Button. Ne? Allem, was ich so erlebt habe, alles, was ich so gesagt habe, alles, was ich so gemacht habe, alles, was ich so tue, sage, mache, möchte und so weiter. In welcher Form auch immer. Ich habe Möglichkeiten, die andere, die unter Mobbing leiden, nicht haben. Ja, vor allem, weil du nicht unter Mobbing leidest. Das ist die beste Möglichkeit. Also, der größte Vorteil gegenüber Menschen, die unter Mobbing leiden, den du hast, ist, dass du nicht gemobbt wirst, Rainer. Das ist der allergrößte Vorteil, den man nur haben kann. Ja. Zum Beispiel, ich kann mich hier hinsetzen und ich kann streamen. Ich kann sagen, was mir passiert ist. Ich kann sagen, was mir angetan wird. Ja, du kannst ja hinsetzen und lügen. Fassen wir es zusammen. Ich kann sagen, was da tagtäglich los ist. Und ich habe unglaublich viele Menschen, die mir zustimmen, die sagen, ja, es ist so, oder hey, kann ich nachvollziehen, oder ja, ich verstehe das, oder Rainer, du checkst es wieder überhaupt nicht. Ich bezweifle gar nicht, dass es diese Leute gibt, die ihm das sagen. Aber Rainer checkt mal wieder nicht, dass genau das die allerschlimmsten Hater sind.
Die Hater, die dir sagen, Rainer, lösch dich aus dem Internet und halt dein dummes Lügenmaul, das sind die Leute, die dir noch halbwegs wohlgesonnen sind, in Anführungsstrichen. Ja, die haten dich auch, aber die wollen einfach bloß dein hässliches, dummes Gesicht nicht mehr sehen. Die Leute, die du da jetzt gerade zitierst, das sind die schlimmsten Hater. Weil die wollen nämlich, dass der Tanzbär einfach nicht mehr zu tanzen aufhört. Die wollen, dass das Game bis auf ewig weitergeht. Damit sie was haben, worüber sie sich lustig machen können. Dich. Und die Leute nimmst du jetzt als Referenz. Ja, die Leute sagen mir immer, ich soll weitermachen. Kannst du nicht ausdenken. Das kannst du nicht ausdenken. Du hast vollkommen recht, oder ich habe das auch schon erlebt, oder ich habe das auch schon gesehen, oder ich habe das auch schon gemacht, oder ich habe das auch schon gehabt. Ich habe so viele Menschen um mich herum, die unter Mobbing leiden, ja. Laber nicht, Rainer. Du hast 0 soziale Kontakte. Die einzigen sozialen Kontakte, die du hast, sind die Dullis, die hier rechts in den scheiß Chat reinschreiben. Und die Rosen und die Cappies und den Schnörres und den Hut hier drauf verpassen. Das ist dein einziger sozialer Kontakt. Und Marion. Und der Rest, sind so viele Menschen. Wir wetten, wahrscheinlich hat er eine Selbsthilfegruppe gegründet. Für Internet-Arschlöcher, die sich für Mobbing-Opfer halten. Aber bei denen bekommt es keiner mit. Das bekommt keiner von euch mit und es bekommen auch wenige im realen Umfeld der Person mit. Einfach nur, weil Mobbing damals wie heute. Mobbing. Das ist Mobbing. Schöne Grüße an Hartl. Absolut uninteressant war. Das hat keine Sau interessiert. Niemand hat sich dafür groß engagiert und die, wo sich dafür engagiert haben, naja, das waren müder Gähner, so für viele. Erstens mal, der tut den Blätschel wieder ins Gesicht. Das sogenannte Mobbing, das hat es früher schon mal gegeben. Das hat halt früher Hänseln geheißen, wo ich noch in der Schule war. Und da hatten sich die Leute auch schon dafür interessiert. Ja, aber man hat halt dann damals auch erkannt, wenn jemand selber dran schuld war, dass er was abgekriegt hat. Und dementsprechend ist man damit umgegangen. Wir haben halt auch Leute in der Schule gehabt, die sich höchstgradig asozial verhalten haben und deswegen eine Packung gekriegt haben. Und in dem Moment, in dem die aber aufgehört haben, sich assi zu verhalten, weil sie irgendwann gemerkt haben, hey krass, ich habe das und das gemacht, das und das war die Reaktion, die ich gekriegt habe, das mache ich einfach nimmer, war es dann auch wieder gut. Das war kein Mobbing. Genauso wenig wie es bei dir Mobbing ist. Und wenn ihr euch das jetzt mal anschaut, ich habe es in der letzten Zeit immer wieder gesagt, ich habe es auch in meinem Video an der Seite links Ja, Rainer, du spielst immer dieselbe scheiß Schallplatte ab. und rechts hingeschrieben, weil es ein Handyvideo war, habe ich das ein bisschen anders aufgebaut. Ja, du hast das links und rechts hingeschrieben. Hast du das nochmal durchgelesen, bevor du das gepostet hast? Ich glaube nämlich nicht. Ja? Ihr wisst es noch. Was hat er geschrieben? Ich habe mich auch nicht immer korrekt verhalten. Oh, das bereut mir immer noch Freude, wenn ich dran zurückdenke. Er traut sich halt selber. Denkt mal Folgendes. Die Hater sagen, hör endlich auf mit YouTube und dem ganzen Zeug, dann kriegst du dein Leben in den Griff. Das ist richtig, Rainer. Das ist richtig. Ich habe dir vorhin schon aufgezählt, wie das alles dann funktioniert. Das braucht ein bisschen Geduld. Das wird nicht nach 6 Wochen passieren. Ja? Das wird vielleicht nach 6 Monaten passieren. Oder vielleicht nach einem Jahr. Aber irgendwann hast du dann deine Ruhe. Und je länger du mit der Scheiße nicht aufhörst, desto weiter zögerst du es nach hinten raus und desto länger wird es ab da, wo du aufhörst, brauchen, bis die Leute dich in Ruhe lassen. Bis sie es dann tatsächlich glauben, dass du weg bist. Wie? Wie sollte ich, ohne dass ich... Oh, hey, da würde mir am liebsten... wie sollte ich mein Leben in den Griff kriegen ohne YouTube? Genau das ist der Punkt. Ja, wie soll ich das machen? Erstens mal, das mit ohne YouTube,
daran wärst du dir gewöhnen müssen. Weil, ganz ehrlich, diesen Scheißkanal, den kriegst du nicht wieder. Den kriegst du nicht wieder. Und ohne YouTube so wie jeder andere Mensch auch. Mit einer Arbeit. Jetzt vor kurzem ist der Mindestlohn erhöht worden, ist doch schön. Ja? Machst du irgendeine Dulli-Arbeit. Oder ohne Livestreams, oder ohne TikTok, oder ohne Videos, ohne Streams, ohne Musik, ohne meine ganzen Sachen, die ich mache, ohne meine Ja, große Musiker. Ja? Bücher, die ich schreibe, ohne Die Antwort auf die Träume. Großartigen Bücher. Dass der noch nicht den Literatur-Nobelpreis gekriegt hat für diese Scheiße. meine Musik, die ich mache, ohne meine Videos, die ich drehe. Wie? Rainer, du hast von dieser Musik nie irgendwas selber gemacht. Nie. Das haben immer deine Dullis für dich gemacht. Ich kann nicht normal arbeiten gehen. Ich kann ja nicht meine Nacht in einem Tausenden. Leben Ja, ich kann nicht wundern, ich will nicht, Landreiner. Du willst nicht normal arbeiten gehen, das ist der Punkt. verkackt. Ja, ich habe mein Leben verkackt. Durch YouTube. Und jetzt bin ich dazu gezwungen, es zu benutzen. Das ist, ja, keine Ahnung. Ich habe 30 Jahre lang geraucht und habe jetzt Lungenkrebs und jetzt bin ich gezwungen, weiter zu rauchen. Warum? Ja, macht das keinen Sinn? Nein. Bann, hier, Hassverbrechen, Mobbing. Hast du mal Feuer? Maul. Ich kann nicht von YouTube weggehen. Ich kann nicht Rainer, du bist von YouTube weggegangen worden. von TikTok weggehen. Ich kann nicht aus dem Internet oder aus den Plattformen weggehen, weil ich danach pleite wäre. Oder Rainer, arbeiten hat geholfen bei manchen Leuten. Und im Notfall ihr Hartz IV. Ja, heißt es, Bürgergeld gibt nochmal, ich glaube, 50 Euro mehr im Monat, ist doch schön. Ja? Aber scheiße, die wollen wieder was von ihm. Die wollen, dass er sich bewirbt irgendwo. Ja, da muss er was tun dafür. Schwierig. Da muss er auf andere Menschen hören. Auf Leute, die mehr auf dem Kasten haben wie er. Ganz schwierig. Und ich weiß, es arbeiten nicht nur Koryphäen beim Jobcenter. Aber ich lehne mir jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, dass in ganz Deutschland, in keinem Jobcenter in diesem Land, irgendjemand arbeitet, der auch nur ansatzweise so brunstbieselblöd ist wie er hier. oder bin teilweise jetzt, weil ich eben hier und da eben nichts gemacht habe. Ich bin momentan, passt auf, hätte ich mein Ja, ich kann ja ohne YouTube nicht, weil ich habe ja nie was Anständiges gelernt, ich bin hageldumm, was soll ich machen? Haus nicht verkauft, ich hatte Dann hättest du jetzt noch ein Haus, Rainer. Dann hättest du jetzt noch ein Haus. Alter. Rainer, was ist jetzt wieder los? Ui, der Duckface. Ich hätte nicht gedacht, dass Duckface noch behinderter ausschauen kann, wie es eh schon ausschaut. Aber hier mit diesem Ogerkiefer, mit diesem nach vorne gezogenen und dieser Fettschwarten. Ui, das ist schwierig. Ui, ich bin ja wirklich beileibe kein gewalttätiger Mensch. Aber ich würde ich stelle es mir gerade vor meinem inneren Auge vorbei, dass da irgendjemand von hinten kommt und ihm mit Liebe eine über die cool. Ich muss ein bisschen erschrocken, weil es sehr laut war gerade. Ich muss mal ein leiser machen. Auch diese Scheiße, da hat er sich dieses Headset, wo er sich das gekauft hat, war er da noch in der Schanze? Da war er, glaube ich, noch, da war das danach. Ich weiß nicht mal genau, wo das war. Wo er sich dieses Headset gekauft hat. Und jedes Mal so, ich stelle mal nochmal hier lauter und leiser an meinem Headset und hält es dann in die Kamera so, schaut euch mich einmal an, was ich für Hightech-Headset habe. Mit der Lautstärkeregelung an der Ohrmuschel. Seht ihr das? Wow, krass. Ich fühle mich wie ein Geheimagent, wenn ich hier so die 2 Finger ans Ohr halte.
So. Pass auf. Aufpasse! Ich hatte, bevor ich YouTube gemacht habe, Hattest du ein Haus? hatte ich ein Leben. Und dann jetzt hast du kein Leben mehr. Was lernen wir daraus? YouTube machen. Ich bin am Wochenende mit meinen Freunden feiern gegangen. Ich habe eine Familie gehabt, Onkels und Tanten, mit denen ich zu tun hatte, die alle nichts mehr von mir wissen wollen wegen YouTube und wegen den ganzen Hatern um mich herum. Die wollen nichts mehr von dir wissen wegen dir. Die wollen nichts mehr von dir wissen wegen der Scheiße, die du in die letzten 10 Jahre gebaut hast. Mit dir will doch niemand was zu tun haben. Ganz ehrlich, wer würde denn freiwillig zugeben, dass er mit dir verwandt ist? Winkler, hier verwandt mit dem dicken Vollidioten, der sich den Luan in den Arsch gestopft und das ins Internet hochgeladen hat. Ja, genau, das ist ja mein Neffe. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Ja, was glaubst du eigentlich? Ich hatte einen Job, mehr als einen. Rainer, du hattest jeden Job. Du hattest jeden Job, für den man keine Qualifikation braucht, im Umkreis von 50 Kilometer um die Schanze rum. Und überall haben sie dich rausgeschmissen. Und das war überall nicht wegen die Haters. Ja? Weil den letzten Job, den hattest du, glaube ich, Anfang 2013. Ich glaube Anfang 2013. Auf jeden Fall schon ganz lange vor dem Traut euch kommt zu mir Video. Hast du schon immer gearbeitet. Das war ganz, ganz, ganz lange bevor irgendwas überhaupt war. Und jetzt wieder die Räuberpistole kommt, die Hater haben bei meinen Jobs angerufen und dafür gesorgt, dass ich gefeuert wäre. Stimmt nicht. Das stimmt so nicht. Es gab noch gar keine nennenswerten Haterzahlen, als du noch deine letzte Arbeit gehabt hast. Ich habe nebenher YouTube gemacht als Hobby. Ich habe meine Videos und meine Streams gemacht. Alles nebenbei. Irgendwann haben Hater angefangen herauszufinden, wo ich arbeite und haben meinen Arbeitgeber belästigt. Da ist sie wieder, die alte Räuberpistole. Ihr wisst alle, dass das erstunken und erlogen ist, aber... So lange, bis ich gekündigt wurde. Dann bin ich... Rainer, du bist gekündigt worden, weil du ein unfähiges Stück Scheiße bist, das sich nichts sagen lassen will. Rainer, das Einzige, wofür du gut bist, sind die allerdümmsten Dulli-Aufgaben. Putz das Klo, kehr die Werkstatt raus. Solche Sachen. Ja? Räum hier auf. Mach das. Einfach ganz, 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 ganz banale Geschichten. Das ist das Einzige, wofür du gut bist. Und dafür warst du dir zu schade. Und wir wissen alle, wie du reagierst drauf, wenn dir irgendjemand was sagen will. Und der Chef sagt hier, keine Ahnung, kehr die Werkstatt raus. Ja, du hast mir gar nichts zu sagen, Herr Zattler. Ist ja Mobbing hier. Ja? Natürlich behältst du dann keinen Job. Oder wenn man sagt, hier, mach das und das bloß nicht so oder so, da sind Maschinen, die kosten viel Geld, die gehen sonst kaputt. Oder bohr da mal ein Loch rein, aber vorsichtig und nimm den und erstmal vorbohren und nicht gleich mit dem großen, sonst reißt du einen Bohrer ab. Aber ist ja alles besser, Edzardler, gehen wir gleich mit dem großen bumm, ist alles am Arsch. Natürlich sagt man dann, okay, verpiss dich, dich können wir hier nicht brauchen. Du richtest mehr Schaden an, als dass du Nutzen für uns hast. Und da hatten die Hater überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Überhaupt nichts. Wie gesagt, deinen letzten Job, den hast du verloren, lange bevor es nennenswerte Hater-Aktionen gab. Zum nächsten Arbeitgeber, da war es dasselbe. Irgendwann habe ich dann YouNow gemacht und konnte dann mit YouNow meine Livestreams machen und dadurch dann Geld verdienen und habe dann auch so viel Geld verdient, dass ich dann auch nicht mehr darauf angewiesen war. Nein, du hast da nie Geld verdient, du hast Geld erbettelt. Normal arbeiten zu gehen. Und ich hatte ja auch nicht die Gelegenheit, weil ich in jeder Firma, in der ich war, von irgendwelchen Leuten belästigt wurde. Ja, vom Chef, der dir gesagt hat, wann du zu kommen hast, wann du zu gehen hast, was du zu tun hast. Und das mag der Rainer nämlich überhaupt nicht. Wenn er nicht hier der Lord Korea ist. Und das ist heute noch viel schlimmer. Ja? Ich bin vor kurzem aus einem Hotel geflogen, noch bevor ich überhaupt im Hotel drinnen war, weil die mich... Rainer, wie fliege ich denn aus einem Hotel, bevor ich drinnen war? Kannst du mir das einmal erzählen? Wie kannst du rausfliegen, ohne jemals drin gewesen zu sein? Erkannt haben. So. Und dann hat mich der Taxifahrer versucht,
Das ist wie wenn Rainer erzählt im Übrigen, das ist wie wenn er erzählt, er benutzt die Pull-Out-Methode zur Verhütung. So, Rainer, du kannst ihn da rausziehen, wenn er niemals drin gewesen ist. Und er war niemals drin. Versucht zu helfen, dass ich woanders unterkomme. Und er hat auch gesagt, der kann nicht nachvollziehen, dass ich nirgendwo unterkomme. Entweder Ja, genau, der Taxifahrer hat gesagt, er kann das nicht nachvollziehen. es war überall voll oder es haben mich mehrere Hotels oder Unternehmen erkannt und wussten dann, wer ich bin und haben gesagt, nö, machen wir nicht. Wollen wir nicht. So, und wenn mich schon Unterkünfte, ich bekomme keine Wohnungen, weil die Vermieter Angst haben von den Leuten. Nein, Rainer, du bekommst keine Wohnung, weil du für eine Wohnung meistens einen Schufa-Eintrag vorlegen musst. Und eine Abrechnung von deinem letzten Gehalt. Sagen wir mal, das, was dir an Gehaltsabrechnung fehlt, hast du aber umso mehr als Schufa-Eintrag. Kannst du jetzt hier sagen, ich komme hier mit so einem riesengroßen Ordner Schufa-Eintrag vorbei, legst ihn auf den Tisch, hier im Übrigen, das ist mein Schufa-Eintrag, feste Arbeit habe ich eigentlich keine, ich bin Internetbettler. Ich lebe von dem, was mir behinderte Gehirnamputierte im Internet an Barren nachschmeißen, die nicht wissen, was für ein riesengroßer Hurensohn ich bin. Und dann würde ich jetzt gerne hier wohnen, weil das letzte Haus, in dem ich war, was mein Elternhaus war, das habe ich innerhalb von 10 Jahren so zur Bruchbude runtergewirtschaftet, dass die scheiß Gemeinde, die es danach gekauft hat, dass der gar nicht schnell genug gehen konnte, diesen Haufen Mist abzureißen, weil schon mehr Schimmel als sonst was in der Wand war. Ja, ich bitte dich, Rainer. Und sogar wenn das alles nicht sieht, der Typ googelt dich einmal, findet das Video, wie du diese Holzverkleidung da an der Treppe runtergerissen hast und dann ist Essig. Aller spätestens dann denkt er sich, ja Himmel, Arsch. Ich hole mir noch nicht so einen fetten Minennomaden da rein. Noch dazu macht's der nicht mehr lange. Der, wenn da drin stirbt in der scheiß Wohnung an seiner Verfettung und seinem unbehandelten Diabetes und den findet keiner, weil er keinerlei sozialen Kontakte hat und er geht keinem ab, ja? Dann modert er mir die ganze Bude voll. Dann darf ich die nochmal kernsanieren. Mach mal lieber nicht. Die dann Scheiße bauen. Ich krieg keinen Job, weil alle Arbeitgeber Angst haben. Du kriegst keinen Job, weil du dich nie seit 10 Jahren um keinen Job mehr beworben hast. Deswegen kriegst du keinen Job. Laber nicht. Vor ziemlich genau 10 Jahren hast du deinen letzten Job angetreten, hast 3 Monate behalten und im Frühjahr, glaube ich 2013 war das, bist du da raus und seitdem hast du nie wieder gearbeitet. Und seitdem hast du dich auch nie wieder irgendwo beworben. Erzähl mir nix. Dass sie von diesen Leuten angegriffen werden. Ich kann eigentlich so gut wie nichts machen. Ich war die ganze letzte Woche jeden Tag beim Bäcker gesessen, stundenlang, oder bin rumgelaufen oder habe irgendwas unternommen, weil ich nichts machen konnte. Ich habe irgendwas gemacht, weil ich nichts machen konnte, Rainer. Das mit dem, ich bin rumgelaufen, habe irgendwas unternommen, hast jetzt gerade noch hinten dran gedichtet, weil die Wahrheit war, die rausgerutscht ist, du bist den ganzen Tag beim Bäcker gesessen, hast dich vollgefressen von der Kohle, die sie dir bei der Gemeinde oder beim Landratsamt hier vor ein paar Wochen in den Rachen geworfen haben. Ja, davon hast du ein Tattoo stechen lassen, dann hast 4 Tage im 4-Sterne-Hotel gepennt, den Rest hast du jetzt verfressen, jetzt ist nichts mehr da und jetzt wird wieder Heuli im Livestream gemacht. Ich war in einem Café gesessen, ich war bei einem Bäcker, ich war auf Parkbänken gesessen, ich bin rumgelaufen. Du bist praktisch überall mal gesessen. Und trotzdem, jeden Tag wird das Ganze schlimmer und jeden Tag passiert es mehr. Rainer, nein. Man hat jetzt auch wirklich irgendwie seit deinem letzten Stream wenig von dir gehört. Ja, irgendwo bist du mal vor der Apotheke fotografiert worden. Sogar Leute, die wussten, wo du untergekommen bist, haben es stellenweise nicht geleakt. Weil sie sich gedacht haben, dann gibt da wenigstens Ruhe. Jetzt ich habe eine Zeit lang auch draußen schlafen können. Ich habe auch 1, 2 Videos aus dem Zelt, wo ich geschlafen habe im Zelt. Aber auch das funktioniert nicht. Ich kann nicht irgendwo hin.
gehen und irgendwo im Hotel schlafen, im Zelt schlafen, weil es kalt wird. Ja, und weil es illegal ist. Wildcampen ist nicht erlaubt. Du darfst nur aus ausgewiesenen Campingplätzen oder auf Privatgeländen darfst du dein Zelt aufschlagen. Einfach draußen irgendwo in der Walachei kannst du nicht einfach zum Zelten anfangen. Ich meine, es ist jetzt mitten unterm Tag, wir haben jetzt 14 Uhr. Ich sitze hier und ich friere mir jetzt schon teilweise den Arsch ab, ja, weil Rainer, das hättest du vielleicht alles überlegen sollen, bevor du dein Haus verkauft hast. es kalt ist. So, es ist jetzt nicht arschkalt oder so. Ich meine, ich werde es überleben. Ist jetzt nichts, was jetzt nicht, wenn ich ein bisschen laufe. Da gibt's euch die Poren. Es ist doch, das könnt ihr euch nicht mehr ausdenken. Schaut's euch das an. Da gibt's doch diese komischen, diese Irgendwas-Phobie, diese vor so unregelmäßigen Löchern, die Leute Phobien haben. So ein Ding. So ein Ding ist das nämlich. Ey, das ist das widerlich. Das ist der nächste Punkt, Rainer. Wenn du dich um eine Wohnung bewirbst, die Leute sehen dich und riechen dich, sehen, was du für Körperhygiene hast und denken sich, wenn er seinen Körper schon dermaßen desaströs behandelt, dann wird er mit der Wohnung wahrscheinlich nicht sonderlich pflegsamer umgehen. Und dann kriegst du keine Wohnung. Das Ganze. Der Gesichtskirmes. Okay. Dankeschön. Aber es ist letzten Endes so, dass ich da halt nichts Letzten Endes machen kann aktuell. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll noch. Und ja, da sind schon wieder böse Menschen. Es sind schon wieder böse Menschen in der Öffentlichkeit unterwegs. In seiner Öffentlichkeit. Ja? Genauso wie er gesagt hat, hier in meinem Internet, raus aus meinem Internet. Aber schau, wie der Kiefer sich noch weiter nach vorne schiebt und der Mund ganz klein wird. Weil ihn Leute draußen belästigen. Rainer, könntest jetzt in deiner Schimmelschanze sitzen, wenn du sie nicht verkauft hättest. das Ganze hört halt auch nicht auf, ne? Rainer, ruf doch mal einen Dennis Leifels an. Na, der mag dich doch so gerne. Vielleicht hat doch der Wohnung für dich. Der kriegt hier von den Öffentlich-Rechtlichen sicher jede Menge Kohlen. Wir wissen ja inzwischen, wie die mit ihren Finanzen umgehen. Der hat sicher jede Menge Kohlen. Der hat gewiss irgendwo ein Zimmer für die frei. Dankeschön. Ja, also letzten Endes ist es so. Ladies und Gentlemen, letzten Endes. Egal was ich sage, egal was ich mache, egal was ich will. Ich habe mein Leben im Griff gehabt. Nein, Rainer. Rainer, nein. Du hast dein Leben niemals im Griff gehabt. Niemals. Weißt du, wer dein Leben im Griff gehabt hat? Rudi. Rudi hatte dein Leben im Griff. Und als Rudi den Arsch hochgemacht hat, ist dein Leben komplett aus den Fugen geraten, weil du zu dumm warst, für dich selber zu sorgen. Und es bis heute bist. Ja, ich hatte einen Job, mehrere. Ich hatte ein Haus, ich hatte ein Leben, ich hatte Freunde, ich hatte Familie. Und diese Sachen habe ich nicht verloren, weil ich dumm bin oder weil ich... Doch, Rainer, genau deswegen hast du das alles verloren. Weil du dumm bist und ein charakterloses Arschloch. Deswegen hast du diese Dinge verloren. Weil du ein narzisstisches, egoistisches Stück Dreck bist, das auf alles geschissen hat. Auf alles und auf jeden, der dir jemals wohlgesonnen war. Weil du mit dem Kopf durch die Wand wolltest und gesagt, ich werde jetzt der große YouTube-Star. Und alle Leute haben gesagt, Rainer, sei ja nicht base. Aber das ist wahrscheinlich keine schlaue Idee. Rainer, du bist nicht gut darin und nur daran sind schon Schlauere gescheitert.
Nein, mach das nicht. Such dir irgendwo eine Arbeit, verdiene gutes Geld mit einem ehrlichen Job, unterhalte dein Haus und lebe ein glückliches Leben. Und du hast all diese Leute geschnitten und geschröpft und bist denen auf die Eier gegangen, hast sie beschimpft vom Allerübelsten und jetzt hockst da. Weil ich unfähig bin oder weil ich einfach nur scheiße bin oder asozial. Das einzig Asoziale in meinem Leben, also das einzig richtig Asoziale in meinem Leben, bist du, Rainer, sind die Hater. Ja, Mensch hat das irgendwo gemacht. Und jeder Mensch wird das auch irgendwann irgendwo mal machen. Man kann nicht durchs Leben gehen, ohne sich irgendwo einen Feind zu machen. Das funktioniert nicht. Rainer, aber wenn man durchs Leben geht und wirklich alle Leute zum Feind macht, dann sollte man sich vielleicht mal nachdenken, ob man nicht vielleicht derjenige ist. Das ist großartig hier mit dem mit dem Hut, dem Schnäuzer. Das ist toll. Aber trotzdem sind diese Aktionen einfach total asozial und daneben. Am Ende ist es auf jeden Fall so, dass es Schwachsinn ist, sowas zu erzählen. Das ist richtig. Alles, was du jetzt in den letzten 20 Minuten erzählt hast, war Schwachsinn. Schön, dass wir uns da einig sind, Rainer. Ja. Man gibt mir die Schuld für das, was andere machen, und dann soll ich mir das auch noch gefallen lassen. Rainer, du gibst den Hatern die Schuld dafür, was du machst. Keiner von den Hatern hat dein Haus verkauft. Das warst nur du alleine. Wohl kaum. Im Ernst, also ich bekomme keine Wohnungen, weil irgendwelche Leute über Ja, das hast du jetzt schon 3-mal erzählt, bitte komm. mich Schwachsinn erzählen. Oder da permanent dann Stress machen. Weil Leute Angst haben, dass die Leute dann auch vor der Tür stehen, so wie sie es bei mir vom Haus gemacht haben. So, viele sagen immer zur Zeit, ja, warum hast du dein Haus verkauft? Hättest du dein Haus nicht verkauft? Ja, hättest es mal nicht verkauft, Rainer. Es war zwar eine widerlich verschimmelte Bruchbude, aber es war wenigstens ein Dach und 4 Wände. Einfach vor dem gröbsten, vor den größten Witterungsbedingungen geschützt gewesen. Aber nein, der Rainer, der hat gemeint, er muss sich einen kleinen LKW kaufen, deswegen hat er natürlich das Haus verkaufen müssen. Hatte ich denn eine Wahl? Ja, Rainer, hattest du. Nein, ich hatte keine Wahl. Doch. Weil mir vor Gericht gesagt wurde, entweder sie löschen ihren YouTube-Account, und jetzt ist er auch weg, weil widerrechtlich gesperrt wurde, holala, oder ändern sie was an ihrer Wohnsituation. Das kannst du nicht ausdenken. Ich hatte überhaupt gar keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Die haben mich vor eine Wahl gestellt. Merkst du selber, oder? Perfektes Bild wieder dazu. Ich hatte überhaupt gar keine Wahl. Ich musste mal Haus verkaufen, weil die haben gesagt, entweder Haus verkaufen oder YouTube-Kanal sperren für 2 Jahre. Rainer, das ist eine Wahl. Du kannst jetzt erst sagen, du hattest keine Wahl und dann aufzählen, was für Wahlmöglichkeiten du hattest. Und wie jedes Mal in deinem Leben, wenn du eine Wahl hattest, hast du die denkbar dümmste Entscheidung getroffen. Rainer, du bist vor die Wahl gestellt worden, dass du deinen YouTube-Account nicht mal löschst, sondern einfach 2 Jahre stilllegst. Dir eine Arbeit suchst, ein geregeltes Leben, dein Haus behältst und dafür nicht in den Knast gehst. So, das ist Jackpot für jeden normal denkenden Menschen. Und du hast dir gedacht, na, da müsst ihr arbeiten gehen, Edzardler. Also dann entscheide ich mich schon für den YouTube-Kanal und verkaufe das Haus und bin lieber obdachlos. Weil der YouTube-Kanal, das ist was Handfestes. Das kann nicht von einem Tag auf den anderen weg sein. Ganz ehrlich, diese Richterin damals, die hat genau gewusst, sie kann ihn nicht dazu zwingen, dass er diesen YouTube-Kanal zumacht. Jetzt haben die ihn, die sind ja auch nicht ganz auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Jetzt haben die sich gedacht, okay, wir stellen ihn vor die Wahl und sagen hier, Herr Winkler, wir geben Ihnen nochmal eine Bewährung unter der Voraussetzung, dass Sie entweder dieses oder das andere tun. Und dann haben sie ihm die vernünftige
Wahl vorgelegt und eine so dermaßen hanebüchen, kernbehindert dumme Wahl, dass sie sich gedacht haben, ja, der wäre ja richtig blöd, wenn er das machen würde. Und die Rechnung haben sie ohne Rainer gemacht. Die haben sich gedacht, hier komm, wenn wir dem jetzt sagen, hier entweder Haus oder YouTube-Kanal, also, ja, und dann dafür kein Knast, dann wird der doch nicht so blöd sein, das Handfeste, was er hat, das Dach über dem Kopf, einzutauschen gegen ein bisschen Internet-Fame und ein paar Barren, die er sich da erbettelt. So dumm kann kein Mensch auf diesem Planeten sein. Tja, Beweisstück A. Liebe Frau Richterin. Rainer hat sich gedacht, nö, YouTube-Kanal behalten. Edzardler, Haus verkaufen. Dann kann man noch einen kleinen blauen LKW kaufen. Was soll groß passieren? Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Das kannst du dir alles nicht mehr... Und jetzt setzt er sich dahin und verzapft irgendeinen Krampf von wegen, ich habe ja keine Wahl gehabt. Die haben ja praktisch mit Waffengewalt dazu gezwungen. Rainer, du hast Straftaten begangen, du bist da wegen gefährlicher Körperverletzung gewesen. Die hätten dir ja gleich einfach eikasteln können, ist dir das bewusst? Der einzige Grund, dass die dich nicht gleich einkastelt haben, weil es auch schon zum wiederholten Male vorgekommen ist, dass du vor Gericht verurteilt worden bist. Der einzige Grund ist, dass die aus irgendeiner verblendeten Idiotie heraus nur Mitleid mit dir gehabt haben und sie gedacht haben, der arme, dicke, depperte Bur wird hier den ganzen Tag belagert. Er ist zwar derjenige, aber er wird auch provoziert und deswegen lassen wir ihn nochmal davor kommen und wir geben ihm jetzt die Möglichkeit, dass er mit Gesichtswahrung aus der ganzen Nummer rauskommt. Und du hast das genauso wie alles andere, was die anderen Leute aufgebaut haben, mit deinem fetten Arschgebirge sofort eingerissen und jetzt hockst du da auf deiner scheiß Parkbank und flänzt wieder um mit Mitleid. Das kannst du dir nicht ausdenken. Kurz gesagt, ziehen sie weg. So. Im Klartext heißt das Folgendes. Ich hätte eben das Haus verkaufen müssen oder meinen YouTube-Account für 2 Jahre stilllegen. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, ist die logische Schlussfolgerung, den YouTube-Kanal stillzulegen, du dummer scheiß Vollidiot. Das kannst du nicht ausdenken. Die logische Schlussfolgerung. gebe ich meine Arbeit oder meinen Wohnsitz auf? Ich gebe natürlich... Rainer, Hausbesitz ist immer mehr wert als dein Job. Denn ein Job kann von heute auf morgen einfach weg sein. Dein Arbeitgeber kann pleite machen, der Job ist weg. YouTube kann dann endlich einmal die wohlverdienten Prügeln ausschmeißen und dir deinen scheiß YouTube-Kanal löschen. Und der Scheiß ist weg. Das scheiß Haus, das hätten sie dann nicht wegnehmen können, nicht mit Gewalt. Natürlich den Wohnsitz auf, weil wenn ich den Wohnsitz aufgebe, einen Wohnsitz kriege ich irgendwie wieder. Aber offensichtlich ja nicht, du brunzbläder Fettbeitel. Ohne Arbeit bekomme ich weder einen Wohnsitz noch der Hut und der Schnörres, Alter. Eine Arbeit. Und ich kann auch ohne Wohnsitz meine Sachen nicht wieder machen. Das funktioniert nicht. Ja, und es ist Fakt, dass mir vor Gericht im April letzten Jahres wurde mir vor Gericht in Neustadt gesagt, entweder sie lassen für 2 Jahre YouTube ruhen oder sie ändern was an ihrer Wohnsituation. Dann bekommen sie eine höhere Chance. Jetzt wird es gleich laut, weil ein paar Vollidioten gleich mit dem Motorrad hier langfahren müssen. Natürlich auf einem Weg, wo sie zu fahren haben. Ja, die haben nichts zu fahren, weil das ist jetzt hier die Parkbank ist annektiert worden von Lord Korea. Da hat hier niemand mehr umeinander zu fahren, wenn er hier seinen Heuli-Heuli-Streamen macht. Hä? So. Entschuldige, jetzt habe ich gerade bei der Brille weggeguckt.
Ja, Sorry wieder für die mal Rotzerei. voll idiotische Jugendliche, die hier rumfahren, obwohl es hier eigentlich Rumfahrverbot ist. Das Rumfahrverbot. So. Jetzt hast du mich gleich hier liegen. Es ist. Oh, wer kennt's nicht? Aus der Fahrschule, das berühmte Rumfahrverbotsschild. Das ist so ein Schild. Das sind einfach ein paar Jugendliche auf so getunten Rollern, die so im Kreis fahren, auf dem Schild drauf und drunter steht Rumfahren verboten. Oh, meine Fresse. Ich werde die kommen gleich noch 2-3 Mal, weil sie wieder dumme Assis sind und wahrscheinlich, weil sie sehen, dass ich hier, oder gesehen haben, dass ich hier streame. Ja, Rainer, wenn du aber auch so brunzbieselblöd bist und dich mitten auf den Pilgerweg setzt und zum Streamen anfängst, sogar wenn das jetzt, also ob das jetzt Hater waren oder nicht, das werden halt wahrscheinlich irgendwelche Dorfgangster gewesen sein. Die haben jetzt einen Moped-Führerschein gemacht, irgendwie mit 15 oder 16 und Proleten da am Wochenende ein wenig in der Gegend umeinander. Ja, so wie es halt auf dem Dorf passiert. Ja, sogar wenn das jetzt Hater gewesen sein sollten, ja, wunderst du dich eigentlich? Du hockst dir da mitten hin, hier, ich bin jetzt genau da, guckt da das Schild, das kennt ihr alle aus diversen Videos. Ja, traut euch, kommt zu mir. Parkbank auf dem Pilgerweg, 91448 Emskirchen. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Vor Gericht, letztes Jahr im April, wurde mir gesagt... Ja, erzähl jetzt die Geschichte nochmal, sie macht trotzdem nicht mehr Sinn. Entweder ich ändere 2 Jahre lang meine Situation mit YouTube, sprich ich lasse meinen YouTube-Account für 2 Jahre ruhen, oder ich werde was an meiner Wohnsituation ändern. Dann besteht die Chance, wohlgemerkt nur die Chance, dass ich, danke für eine Bewährungsstrafe bekomme. Kurz gesagt, wurde mir von der Richterin und der Staatsanwaltschaft angeboten, ändern Sie was am YouTube oder an Ihrer Wohnsituation und wir geben Ihnen eine Chance, dass Sie ja, Bewährung bekommen. Rainer, das ist deutlich mehr. Das ist deutlich mehr, als die meisten bekommen. Rainer, das ist eine Chance, die die allerwenigsten Leute kriegen, die du mit Kusshand hättest nehmen sollen. Und sagen, hier, ich bin in dieser permanenten unbesiegt Schleife, ich wüsste jetzt da auch nicht, wie ich rauskomme, ohne mein Gesicht komplett zu verlieren. Ich meine, ja, wir wissen alle, dass da zu dem Zeitpunkt der Zug schon lange abgefahren ist. Bitte helfen Sie mir. Und die sagen, ja, wissen Sie was, wir machen das jetzt so, wir bieten Ihnen das so an, dann können Sie da rausgehen, können sagen, okay, ich habe einen Deal mit dem Gericht, ich mache jetzt hier den YouTube-Account zu, ich gehe arbeiten, und dann wäre der Cast schon lang bissen. Das ist jetzt 1,5 Jahre später, der Cast wäre bissen. Du wärst noch in deiner Schanze, hättest vielleicht irgendeinen Job irgendwo, was weiß ich, ja, Kurmist schaufeln. Und kein Mensch würde mir einen Rattenarsch um dich geben. Aber du hättest da Dach über dem Kopf. So, der Witz an der Aktion ist, dass du zu dumm warst, das zu begreifen. Dass ich dann, als ich im September, Oktober oder November, ich weiß nicht mehr ganz, wann es war, letzten Jahres dann, als ich vor Gericht in Nürnberg dann war. Der weiß nicht mal mehr, wann er vor Gericht war. Es ist unfassbar. Ja, September, Oktober, ich weiß gar nicht mehr, wann da meine Gerichtsverhandlung war. Bei der es darum ging, ob ich 2 Jahre in den Knast gehe. Weiß ich nicht mehr, kann ich euch nicht mal sagen. Ist kein Jahr her, aber genau so ein Ding ist es. Ihm geht das ganz gewaltig am Arsch vorbei. Was die im Gericht sagen, das ist für den bloß hohles Blabla. Der hockt sich da rein und sagt, ja, erzählt das, was sein Verteidiger gesagt hat, dass er verzapfen soll.
und denkt sich, leckt's mich am Arsch. Und sagt, ja, ich werde mich da bessern, ich habe das jetzt verstanden. Und dann geht er nach Hause. Wir haben es ja gesehen im Oktober letzten Jahres nach dieser Verhandlung und hockt sich da in seinen Stream rein und verzapft, was alle für blöde Hurensöhne sind vor Gericht. Er erinnert sich nicht einmal, wann er seine scheiß Gerichtsverhandlung hatte. An meiner Wohnsituation angefangen habe, was zu ändern, weil ich nämlich den Kaufvertrag fürs Haus unterschrieben habe. Heiner, den hast du in allerletzter Sekunde vor diesem Gerichtstermin. Hast du ganz schnell noch den Schanzenverkauf unter Dach und Fach gebracht? Damit du dann vor Gericht sagen kannst, ja hier, Frau Richterin, im Übrigen, ich habe hier das gemacht, ich habe meine Wohnsituation geändert und da haben sie sich wahrscheinlich schon alle an den Kopf gelangt. An der Wohnsituation gearbeitet habe und dann wollte und deshalb natürlich kann man nicht innerhalb von ein paar Monaten oder von einem halben Jahr einfach ein Haus verkaufen und sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Doch, Rainer, das geht. Du hast es ja gemacht. Also hat es gebraucht, aber der Vertrag war unterschrieben, konnte ich alles vorweisen, habe ich alles vorlegen können. Und dann hat die Richterin und die Staatsanwaltschaft trotzdem drauf beharrt und wollten mir trotzdem 3 Jahre Haft geben, ohne Bewährung. Rainer, das ist gelogen und das weißt du. Punkt Nummer 1. Diese Verhandlung hat ja schon wieder gar nichts mehr mit der vorherigen im April zu tun gehabt. Ja? Und das war jetzt, das war die wievielte, die dritte, die vierte Verhandlung, die du da schon gehabt hast? Wo es dann halt irgendwann einmal reicht, dass man sagt, hier, Herr Winkler, Sie lernen es nicht, Sie gehen jetzt hier ins Hotel Viereck. Und die wollten dich zu 2 Jahren ohne Bewährung verurteilen. Er macht jetzt wieder 3 Jahre draus, weil sie das schlimmer anhört. Die wollten dich zu 2 Jahren ohne Bewährung verurteilen. Und das zu Recht. Das wäre meiner Meinung nach eine angemessene, gerechte Strafe gewesen. Und eine Möglichkeit, das Game sofort zu beenden. Nachdem man dir davor gesagt hat, sorry, was habe ich denn jetzt gemacht? So, sorry Leute, ich bin gerade auf beim Gestikulieren auf irgendeine Taste gekommen. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, 3 Jahre ohne Bewährung. Riesengroßer Bullshit. Sie haben ihm angeboten davor, 2 Jahre den scheiß YouTube-Account stilllegen, Füße stillhalten, er hält flacht ab, Problem gelöst. Ja? Und nicht nur, dass er das ausgeschlagen hat, sondern er hat weiter Straftaten begangen. Und dann wäre halt angesagt gewesen, okay, er versteht es einfach nicht, dann nehmen wir ihn zwangsweise 2 Jahre aus dem Internet raus, indem wir ihn ins Hotel Viereck stecken. Und dann ist natürlich im März das Problem gewesen, dass der Richter da das anders gesehen hat. Was für mich immer noch absolut nicht nachvollziehbar ist. Obwohl ich mich an die Kaufvertrag war unterschrieben, Kaufvertrag war erledigt, alles drum und dran und alles gemacht und keine Ahnung. Wollte der da gerade sagen, obwohl er sich an die Auflagen gehalten hat? Sein Ernst? Wir wissen alle, wie gut, dass er sich an die Auflagen gehalten hat. Seine Sozialstunden hat er nicht vollständig abgeleistet, sein Anti-Aggressionstraining hat er nicht gemacht. Nichts hat der getan. Gar nichts. Und sowieso und überhaupt. Und was war das Ende vom Lied? Der Richter, der dann letzten Endes die Verhandlung gemacht hat, hat über diese Wohnsituation eigentlich gar nichts mehr sagen wollen. Also klar, zu dem Zeitpunkt war ich schon aus dem Haus raus, zu dem Zeitpunkt war ich schon mit dem Auto unterwegs. Ja, dann muss man ja auch nichts mehr über die Wohnsituation sagen. Dann ist es ja schon rum ums Eck. Also hat es da keine große Diskussion drüber gegeben. Ich habe versucht, auch aktiv was an der Wohnsituation zu ändern. Da wurde aber weder positiv noch negativ drüber gesprochen, außer über die Situation. Rainer, du bist nicht in den Knast gegangen. Wie positiv sollst du noch werden? Dass es negativ ist, dass ich so ein Auto habe, weil es natürlich sehr auffällig ist und natürlich dadurch wieder sehr viele Probleme entstehen könnten. Also im Prinzip war es genau das Gleiche. Ui, der ja zupft dir an deinen Pickeln umeinander. Das ist richtig geil. Wieder, nur dass es halt dieses Mal mein Auto war, was ja mobiler war und alles und keine Ahnung. Aber gut, ich habe natürlich letzten Endes dann 2 Jahre Bewährung bekommen. Anders als im vorherigen Fall bei der Richterin ist es auch so gewesen, dass die
dass 7 von 8 Fällen, die es gegeben hat, fallen gelassen wurden? Nein, Rainer, das stimmt auch nicht. Fallen gelassen wurde der Taschenlampen-Dulli und die Medizinstudenten-Dullis. Die Sachen sind fallen gelassen worden. Bei der Berufungsverhandlung. Der Rest ist alles durchgegangen, Rainer. Für den Rest bist du alles verurteilt worden. Aber das geht in seinen Knüttelkopf nicht rein. Der hockt da und denkt sich, ja, bin ja zu Fuß da rausgegangen, ja, bin in den Knast gemusst, bin ich unschuldig, Herr Zettler. Und als Hauptproblem gab es nur bei einem Fall, weswegen ich dann auch die Strafe bekommen habe. Nein, Rainer. Nein. Du bist verurteilt worden für den Steinwurf, du bist verurteilt worden für den Schanzensturm Hader und du bist verurteilt worden für ich weiß nicht wie viele Fälle von Beleidigung der Pinea gegenüber. Gesichtskirmes. Ist dann letzten Endes so eine Sache, wo ich mir denke, wir wissen, wenn so eine Scheiße kommt, ist alles gelogen. Was soll ich davon jetzt halten? Was soll ich davon halten? Was soll ich darüber denken? Was soll ich dazu sagen? Nichts, Rainer. Du sollst dein dummes, fettes Schandmaul halten. Weil letzten Endes eine solche Situation ist schon mehr als strange, wenn ihr mich fragt. Jetzt kommen wieder hohle Worthülsen rausgefeuert. Das Plattitüden-Maschinengewehr. Weil, was soll ich jetzt davon halten? Weil letzten Endes ist die Situation die, dass bla 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 bla. Erst soll ich was an meiner Wohnsituation ändern, dann passt aber das, was ich geändert habe, nicht. Nein, Rainer, du solltest an deinem scheiß YouTube-Auftritt was ändern. Das hat man dir durch die Blume durchsagen wollen, aber da du so komplett kernbehindert bist, hast du es nicht begriffen. Das ist genauso wie wenn, keine Ahnung, wie wenn nicht. Was weiß ich, weit hergeholtes Beispiel, ja. Man hat ein Kind und man will, dass das Gemüse isst. Man sagt hier, du isst jetzt entweder das Gemüse oder die Hundescheiße. Wer könnte denn damit rechnen, dass das Kind sagt, nee, Brokkoli am Arsch, ich fress lieber die Hundescheiße? Damit hätte keiner rechnen können. Im Prinzip bin ich dazu gezwungen gewesen, mein Haus zu verkaufen. Nein. Dann habe ich das gemacht und kurz drauf kommt dann das Landratsamt und nimmt mir meinen Führerschein weg wegen gefährlicher Körperverletzung. Rainer, das Landratsamt hat einen Scheiß weggenommen, es war die Führerscheinbehörde, die das gemacht hat und das haben die zu Recht gemacht. Und wenn du das Gesetz mal durchgelesen hättest, dann wüsstest du das auch. Anzeigen. Also ich habe meinen Führerschein, das wissen auch viele nicht, mein Führerschein wurde mir deswegen abgenommen, weil ich eine MPU machen sollte. Eine MPU sollte ich nicht machen, weil ich irgendwie Scheiße mit dem Auto angestellt habe oder so. Obwohl das auch gerechtfertigt gewesen wäre, Rainer. Ganz ehrlich, auch das wäre gerechtfertigt gewesen. Du hast versucht, mit diesem scheiß Ranger Menschen zu überfahren. Du bist in die Wiese rausgemeddelt mit dem Ding, mit dem Versuch, Menschen zu überfahren. Bist von der Wiese wieder runtergemeddelt, in den Versuch, Menschen zu überfahren. Die Leute haben auf die Seite springen müssen, ansonsten hättest du die gnadenlos über den Haufen gefahren. Und das, nachdem dir die MPU schon angekündigt war. Schon lange angekündigt war. Dementsprechend haben mir die von der Führerscheinbehörde alles richtig gemacht, als sie gesagt haben, der Mann ist geistig minder bemittelt, hat sich nicht unter Kontrolle und begeht permanent gefährliche Körperverletzung. Ja? Dann lassen wir dem lieber eine MPU machen, weil so jemand sollte man vielleicht im Straßenverkehr nicht auf andere Leute loslassen. Und sie hatten ja offensichtlich recht. Im Übrigen, Führerschein steht auf demselben Blatt Papier wie dein scheiß YouTube-Kanal. Arrivederci, hasta la vista, Baby. Kriegst du alles nie wieder. So, oder weil ich mit dem Auto mich daneben benommen habe, weil ich viel Strafzettel hatte, weil ich viel geblitzt wurde oder andere Sachen, was verständlich gewesen wäre, sondern ich habe meinen Führerschein deswegen verloren, weil ich eine MPU machen sollte, weil ich Anzeigen hatte, zu viele Anzeigen hatte wegen gefährlicher Körperverletzung. Hast du immer durchgelesen, was gefährliche Körperverletzung bedeutet? Du Hageldäumer Knallkopf. So. Jetzt wurde ich aber in 7... Nein, du bist nicht in 7 von 8 Fällen. Das haben wir schon. Von 8 Fällen freigesprochen? Nein. Interessiert aber nicht. Das interessiert nicht, weil es gelogen ist, Rainer.
Es interessiert nicht, weil es einfach wieder dreist gelogen ist. Und natürlich habe ich kein Haus mehr, wo ich unterkomme. Und Weil du wolltest lieber das Grattlerleben führen. Du wolltest lieber dich in deinen Saugratten hocken und in der Walachei umeinander pimmeln, wohl wissend, dass da jetzt Beute einen Lappen zwicken. Schönes Ogergewiss. trotzdem habe ich meinen Führerschein trotzdem verloren. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Trotzdem habe ich meinen Führerschein verloren, weil ich die MPU in dem Zeitraum natürlich nicht machen konnte, wo ich Nein, du hast ja bloß ein halbes Jahr Zeit gehabt, Rainer. Ein halbes Jahr für einen Arbeitslosen, das ist ja nix. Wann hätte das denn machen sollen? Hier zwischen den Malen, wo er sich auf Hentais irgendwie eingeknödelt hat. Oder wenn er Leute angebrüllt hat. Oder wenn er sich dann im Stream wieder hier augenschwitzend reingesetzt hat und um Mitleid gebettelt. Da bleibt natürlich zwischendurch keine Zeit, eine MPU zu machen. Leute zu versuchen zu überfahren, dafür war Zeit genug. mit dem Auto unterwegs Und war. übrigens das Auto zu kaufen, dafür war auch Zeit genug. Aber sich um die MPU zu kümmern oder um eine Wohnung oder sonst irgendwas. Nee. Anders gesagt, die Situation ist mal wieder komplett zwanghaft gewesen und ist etwas, was aufgezwungen wurde und nicht etwas, was entstanden ist dadurch, dass jemand... Und jetzt hat er sie wieder in irgendeine Ecke reingerendert. Wissen wir alles, niemand hat ihn zu irgendwas gezwungen. Niemand. Sein Narzissmus und seine gnadenlose Dummheit, die haben ihn zu allem gezwungen. Keine Ahnung, es ist wieder eine Situation, so, wir zwingen ihn jetzt dazu. So, und was war jetzt das Ende vom Lied? Jetzt bin ich nach wie vor trotzdem im Umkreis von Neustadt-Aisch, Landkreis und Emskirchen und du bist immer noch in der Nähe von Emskirchen, weil du halt immer noch ein hageldummer Knallkopf bist, der nicht checkt, dass die Leute dich da auch nicht mehr haben wollen. Gut, das wird sie nicht ändern, die Leute auf der ganzen Welt wollen den nicht haben. Weil, ganz ehrlich, ihr wollt ihr, dass ein fetter, brüllheulender, stinkender Querulant neben euch wohnt, der absolut asozial und nee, natürlich will dich niemand haben. Das ist der Grund auch, warum es so viele Hater im Internet gibt. Rainer, du bist einfach ein grundunsympathischer Mensch. Scheißegal, wo du hingehst. Bad Windsheim und so in dem Umkreis unterwegs. Komme da trotzdem nirgendwo unter. Bin jetzt im Prinzip das Problem des Landratsamts und der Gemeinde, weil ich halt eigentlich nirgendwo unterkomme, weil ich keine Wohnung bekomme, weil ich auch jetzt ab Montag bin ich vollkommen pleite. Also da habe Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer. Ich hoffe, dass das auch diesmal wirklich so ist und ich hoffe, dass die auch keinen Knopf Geld mehr geben. ich wieder vollkommen keine Kohle, außer natürlich das, was ich Ja, wenn du jetzt das Tattoo nicht hättest stechen lassen, hättest du es wahrscheinlich um die 300 bis 400 Euro mehr in der Tasche. jetzt hier auf TikTok verdiene heute. Richtig viel zu machen. Dass ich natürlich Mensch, Rainer, hock dich irgendwo hin, wo du gescheiten Empfang hast oder lass die Scheiße bleiben, ganz ehrlich. nicht hergehe und jetzt hier irgendwie, Den Zaun ich weiß rüttelst. auch nicht, irgendwie übelst viel Stress habe dann hinterher. Ja. Beziehungsweise da viel Scheiße passiert. Weil ich möchte ja eigentlich aus dieser ganzen Scheiße rauskommen, aber ich komme ja nicht raus. Weil du nicht aufhörst mit deiner Internetscheiße. Es ist ja egal, was ich mache. Ich finde keinen Job, weil die Hater mir das Ist egal, was ich mache, außer aus dem Internet zu gehen. Das ist kaputt machen. Ich krieg keine Wohnung, weil die Hater mir das kaputt machen. round and round it goes. Wir sind wieder am Anfang von der ganzen Geschichte. Ich kann nicht mal in einem fucking Hotel für eine Nacht übernachten, ohne dass ich da was... Ich kann mich ja nicht einmal zum Bäcker reinsetzen, ohne dass da Leute Fotos machen von mir. Ja? Also, hä? Hä? Warum? Was zur Hölle? Was ist das für ein... Was zur Hölle ist das? Okay, vielen Dank für die Unterstützung. Voll krass. Also, was soll ich da letzten Endes machen? Ja? Was soll ich da machen? Was ist das für ein Kindergarten? Was ist das für ein asoziales Verhalten? Landratsamt Jedes Mal, wenn der wieder so ein Video macht und wieder so einen Stream macht, ich habe jedes Mal noch weniger Mitleid mit ihm. Ich denke mir, es geht nicht mehr weiter runter und ich hasse ihn einfach schon so sehr. Nein, es geht noch mehr. Es geht noch tiefer und ich kriege immer weniger Mitleid mit dem. nimmt mir den Führerschein weg. Landratsamt findet keine Unterkunft für mich und will mir dabei auch nicht helfen.
Das ist auch nicht deren Job, Rainer. Weil ich jetzt zwischendurch Geld hatte, jetzt habe ich aber wieder keine Kohle, also bin ich wieder das Problem vom Landratsamt. Rainer, du hast in einem Dreivierteljahr 100.000 Euro durchgebracht. Das ist utopisch. Das ist vollkommen utopisch. Beziehungsweise von der Gemeinde Emskirchen und Neustadt. Beide wollen nicht. Bürgermeisterin sagt mir eiskalt ins Gesicht, sie lässt sich lieber verklagen. Bam! Absolute Ehrenfrau. Ja. Natürlich lässt sich die lieber verklagen. Weil sie genau weiß, dass womit soll er denn das bezahlen? Auch um die zu verklagen, bräuchte er einen Anwalt. Der muss Vorkasse erst einmal bezahlt werden. Er hat aber keinen Knopf Geld in der Tasche. Tja, Pech gehabt, Rainer. Die Bürgermeisterin sagt, ich lasse mich lieber verklagen. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Unterhaltungen zwischen ihm und der Winkelspecht ausgefallen sind. Ja, Sie haben aber die Verpflichtung, Herr Zettler. An Scheiß habe ich und das raus aus meinem Büro. Hören Sie auf, permanent hier aufzuschlagen. Ja, aber ich bin jetzt Ihr Problem. Scheiß sind Sie. Ich verklag Sie. Bitte sehr, machen Sie es. Bitte schneid das Bild hier von ihm einer raus und macht ein Meme so. Dann verklage ich Sie halt, Herr Zettler. What the fuck? What the Ja, fuck? also. Und das ist so richtig typisch Fuck of my life, ja. Das ist so richtig typisch Fuck of my life, weil. Hast du Brainschaden oder was? Egal wo ich hingehe, egal was ich sage, egal was ich mache. Ich glaube, da kommt schon wieder ein Hater. Es sind immer alles Hater, die da kommen. Es sind nur Hater. Überall, jeder Mensch Hater. Egal was ich will und was ich tue oder sonst was, es ist einfach so richtig Ass-Kick. Ja, oder Kick-Ass oder wie auch immer man das bezeichnen will. Okay, da lasst es mit dem Englisch halt einfach bleiben, Rainer. Weil letzten Endes. Egal wo man hingeht, egal was man sagt, egal was man macht, keine Chance. Ja, man kriegt immer ein paar aufs Maul, man kriegt immer ein paar Leute, die einem auf den Sack gehen. Man hat immer irgendwelche asozialen Hater, die einen filmen, ohne dass man das will, und dann schön im Livestream sind. Dankeschön, du Spasti. Ja, so sieht ein Hater aus, eine richtige hässliche Hackfresse. Ja, ja, schön im Livestream, du Spast. Schau zu, dass du dich verpisst. Ehre! Das ist halt einfach was, da kommt halt einfach irgendjemand x-beliebiges, kommt da um die Ecke und wird einfach gleich wieder, das war wie bei dem Stream vor der Pinea. Ja? Irgendjemand kommt gleich wieder angepöbelt und er weiß überhaupt nicht, warum ihn alle hassen. Pisst du uns. Und gleich wieder den Hurensohn rausschmeißen. Rainer, ich glaube zumindest nicht, dass irgendwo ein Video existiert von der anderen Seite. Das wäre deutliches Anzeichen dafür, dass er kein Hater war, weil ansonsten hätten wir das Videomaterial jetzt vorliegen. Bitte korrigiert mich, wenn es da Videomaterial gibt. Ich hätte es wirklich gerne, diesen Dialog. Ja? Die halbe Stunde Schmutz davor, wäre mal vollkommen wurscht gewesen. Den Dialog, den hätte ich gerne gehört. Ein richtig Haufen asozialer Bastarde, ja. Genau das meine ich, ja. Ich sitze jetzt hier seit einer halben Stunde, Rainer. Wie lange Rainer. geht jetzt der Livestream? Habe ich irgendwo eine Zeitangabe? Hat jemand eine Zeitangabe? Kann mir jemand halbe Stunde, du Dulli. sagen, wie lange der Livestream schon läuft? Das würde mich jetzt mal interessieren gerade. 30 Minuten? Also ich sitze jetzt hier an der Stelle 30 Minuten, ja. Die Leute, die natürlich hier wohnen, die sich hier auskennen, die hier rumlaufen und so weiter, die kennen das natürlich und wissen natürlich ungefähr, wo ich sein könnte oder wo ich bin und laufen natürlich dann hier vorbei, um mir auf den Sack zu gehen. So. Und ihr habt jetzt auch gesehen, es sind jetzt ein paar Leute schon vorbei. Rainer, du hast dich doch wohlwissend genau an diesen Platz gehockt, weil du gewusst hast, die Leute kennen das,
die wissen, wo das ist und da werden 1, 2 Leute vorbeikommen, damit es deiner Mobbing-Narrative entspricht. Laber doch nicht. Du warst doch jetzt die ganze Zeit mehr enttäuscht darüber, dass bloß so wenig Lightcammer sind. Du hättest gehofft, dass da ein richtiger Auflauf an Leuten ankommt, hier, dass da irgendwie 10, 20 Leute auf einmal aufschlagen, damit du sagen kannst, hier so ein Ding ist das Hexenjagd, etc. Alle gegen mich. Und jetzt sind da 5 Hanseln vorbeigelaufen, die höchstwahrscheinlich noch nicht einmal Hater waren. Bei dem gerade eben weiß ich es nicht. Ja? Vielleicht. Kann auch einfach sein, dass der einfach so spontan reagiert hat auf dein Ding, weil du gesagt hast, Livestream und so. Aber lass den ein Hater gewesen sein. Ja? Aber das war dir alles zu wenig. Du hast diese Eskalation, wolltest du jetzt wieder heraufprovozieren, um diese Mobbing-Opfer-Narrative zu unterstreichen und nichts anderes. Deswegen sitzt du genau da. Deswegen bist du das letzte Mal auch vor der Pinea gesessen. Du hast gehofft, dass da Leute vorbeikommen und dich angehen, damit du sie sofort bei der Bullen anschwärzen kannst, damit die da verhaftet und an die Wand gestellt werden. Das hat auch so nicht funktioniert. Vorbeigelaufen, während ich hier sitze. Das waren jetzt aber alles keine, die jetzt irgendwie aktiv Fotos gemacht haben. Das war aber natürlich jetzt einer von denen. Woher willst du dann wissen, dass das Hater sind? Die haben nichts gemacht. Du sagst gerade selber, die haben nichts gemacht. Die sind einfach nur auf dem öffentlichen Weg an dir vorbeigelaufen. Hater. Der Fotos gemacht hat. Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, es ist natürlich heute Samstag. Das heißt, Samstag ist natürlich wieder eine etwas schwierigere Angelegenheit. Ja, weil Samstag, Rainer, Samstag gehen die Leute gern mal auf Wanderwegen spazieren. Weil da viele Leute frei haben. Weil natürlich viele Leute keine Arbeit haben. Viele Leute frei haben. Also schon Arbeit haben, aber natürlich frei haben, weil eben Samstag ist. Oder halt nicht arbeiten müssen, weil Samstag ist. Ja. Ich finde halt auch immer interessant, wie die Leute mir gegenüber sich verhalten. So. Ich meine, der Typ stellte sich dahin, hat gemeint, ich krieg das nicht mit oder was. Und geht her und stellt sich so hin, macht ein Foto mit mir, ja. Hat auch sein Handy auf dem Arm. Hauptsache, er kann da bitte schön Stress machen. What the fuck? Was ist das? Was ist das hier eigentlich für ein Quatsch? Das ist deine hässliche, fette Hackfresse. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Keine Ahnung. Hab hier irgend so ein komisches Symbol. Kopf an Kopf, Superstar, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, auf jeden Fall, das ist halt das, was ich meine. Ne? Das ist so ein richtiger Digger. Das ist so ein richtiger Schwachsinn. Und wie gesagt, Landratsamt und Gemeinde haben... Naja, ich gehe schon davon aus, dass sie irgendwas machen oder irgendwas versuchen, aber halt entweder... Um dich loszuwerden, Rainer. Die versuchen alles in ihrer Macht Stehende, um dich loszuwerden. Da einfach nichts hinbekommen oder einfach kein... Also teilweise kommt es halt wirklich so rüber, sie haben keinen Bock. So. Und ich glaube durchaus, dass sie irgendwo auch was unternehmen und auch was tun, definitiv. Aber letzten Endes ist es so, ich bin obdachlos. Punkt. Ich bin obdachlos. Du bist echt von den Froschteich-Musikanten. Müsste echt das gehen. Obdachlos, großartiges Lied. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Dankeschön. Und solange sich an der Situation aktuell nichts ändert, wird es auch so bleiben. Und der große Philosoph. Ich bin obdachlos und solange sich daran nichts ändert, wird das auch so bleiben. Rainer, 100 Punkte. Was erwartet man jetzt von mir? Ich meine... Wir sind jetzt immer wieder schon wieder am Anfang von dem Kreisel angekommen. Er dreht sich immer nur im Kreis, wir wissen es. Ja, was erwartet ihr von mir? Seit 10 Jahren sagen die Leute, hör auf, deinen Dreck ins Internet zu pimmeln. Und nach 10 Jahren sagt er immer noch, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Ich sitze hier, ja, mitten im Nirgendwo. Wenn hier jemand vorbeiläuft, bin ich im Normalfall leise, dass die Personen ruhig vorbeilaufen können. Also ich zwinge mich niemanden auf, ich dränge mich niemanden auf. Rainer, du hast gerade vorhin gesagt, dass du dich der Gemeinde und dem Landratsamt aufzwingst. Den zwingst du dich auf. Rainer, die Bürgermeisterin hat gesagt, verklag mich doch. Merkst du selber, oder? Dann kommt so ein Typ hierher,
weiß genau, wo ich sitze, macht hier Fotos von mir gegen meinen Willen. Rainer, du hast dich da ganz bewusst und mit Fleiß genau da hingesetzt. Laber nicht. Stellt sich hier hin und labert mich dumm an und will mir dann erzählen. Rainer, erstmal dumm angelabert hast du ihn. Der hat gar nichts gesagt oder getan. Der ist da entlang gekommen und du hast angefangen, den anzupöbeln und hast ihn als Hurensohn beschimpft. Dann wird er wohl irgendwas zurückgesagt haben. Das haben wir dann nicht gehört, weil du dein Mikro gemutet hast. Aber der hat dich nicht dumm. Du hast ihn dumm angelabert. Keine Ahnung, was er mir erzählen wollte. Und dann denke ich mir halt letzten Endes so, Alter, was geht denn hier? Ja? Was geht hier? Das ist das für ein Schwachsinn. Man kann doch nicht hergehen und einfach irgendwelche Leute gegen ihren Willen belästigen. Rainer, das hast doch du gerade gemacht. Und dann auch noch sagen so, ja, du bist aber voll der... Und genau da hat Edzardler dann, glaube ich, den Livestream weggerissen, weil ihn die Leute gemeldet haben wegen der Hurensohn-Geschichte wahrscheinlich. Wie gesagt, meine Info ist, dass er aktuell noch nicht streamen kann auf dem Kanal. Und ich hoffe, dass das auch jetzt häufiger passiert, dass ihn wieder Streams bannen und so. Damit er einfach keine Kohlen machen kann mit der Scheiße. Er muss einfach so weit runter mit den Einnahmen, dass er nicht mal mehr im geringsten von dieser Kohle leben kann, dass er wirklich irgendwann dazu gezwungen ist, zum Amt zu gehen und zu sagen, ich mache alles, was ihr wollt, nur gebt's mal Geld, damit ich mir was zum Essen kaufen kann. Leute, ich werde jetzt erst mal schauen, dass ich meinen Blutdruck wieder runterkriege. Das ist eine hochutopische Scheiße. Wie lange haben wir jetzt braucht? Ui, na, war eine Dreiviertelstunde. Na gut. In diesem Sinne. Was bleibt mir noch weiteres zu sagen, außer tut nichts, was Rainer tut. Vor allem nicht irgendwelche Leute anpöbeln, die einfach nur an euch vorbeigehen. Und Medal off.